Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Und wir gehen als weiter hinterher und haben nichts mehr ausgerüstet. Deswegen brauchen wir diese Gegnerkämpfe dringend eigentlich, dass wir irgendwie noch zu Gegenständen kommen. Oh Mann, Mann, Mann. So. Da hab ich die Eule. Und du fliehst nicht vor uns. Als wieder drauf. So. Der hat sich anscheinend ja echt gut geschützt hier mit seiner Zauber. Deswegen. Boah, Mann. Wie viel hast denn du noch? Ach du Scheiße. Nee, das wird echt bitter. Das wird saumäßig bitter hier. Und du? Das reicht gerade nur für einen MP-Abzug. Sehr schön. Den können wir wenigstens abziehen. Oh, nee. Ach, du Scheiße. Ist das ätzend. Ist das ätzend. Uns gehen hier die Mittel aus. Das ist saumäßig bitter. Geh weg. Na toll. Die hält kaum noch was aus. Nein! Oh, ich könnte kotzen. Ich könnte im Quadrat kotzen. Oh, fick dich doch ins Knie. Scheiß Festung hier. Ohne Witz, was soll denn die Rotze? Oh, Mann, 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 Mann. Nee. Das geht gar nicht. Dann müssen wir wieder zurück. Alles wieder auf A fangen. Ich könnte kotzen, ohne Scheiß. Ich könnte wirklich kotzen hier. So, komm. Nee, wo war denn jetzt der Ausgang? Ich will raus aus dem Loch. Ah, Mann. Nee, das waren die Scheißdinger, durch die ich da durchgegangen bin. Das ging das nämlich. Gewitterleid. Lass mich durch hier. Ich sag's euch ein guter. Ich will hier einfach nur raus. Oh, nee. Ja, komm, jetzt muss ich auch noch die Waffe wechseln. Alter, nee, gerade bin ich echt arg gepisst hier. So ein ätzendes Scheißlevel. So. Vor allem dann brauche ich wieder x Gegenstände. Bin schon auf... Oh, ja, genau, komm. Es bringt einfach nichts hier. Richtig. Wie kommen wir wieder aus diesem Kack-Level hier raus? Verdammt nochmal, ich habe 2 tote Weiber bei mir. Und nirgendwo geht's mehr raus hier. Nirgendwo ist der Ausgang zu finden. Ey, ich könnte gerade im Quadrat kotzen, ohne Scheiß. So eine Ultra-Rotzer. Hier müssen wir doch, oder? Jawohl. Boah, Mann, ich habe gedacht, ich krieg den Ausgang nämlich. Dann hätte ich echt gekotzt hier. So. Raus aus dem Scheißloch. Hier. Gewitterleid. Und dann diese Schnulze-Musik hier dazu. Also wirklich, die kannst du auch so ein Schwur hier stecken. Mann, 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 Mann. Lecco mio. Aber so richtig. Oh, Schleime, Musik, Aschgekrieche, Rumgeschleime. Oh, Mann, 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 Mann. Sorry, da krieg ich einen Aggress wie Sau bei sowas. Goldküste. Boah, Mann. Nee, deswegen... So ältere Spiele, die können ihn schon noch so richtig übel aufregen. Goldküste, wo bist du? Jetzt langt's mal nämlich. Ach, ich glaube, ich brauche hier nochmal die richtige Ausrüstung. Gegner haben wir dort drin genug, die man platt machen können und die auch wirklich was aushalten. Deswegen erst einmal eine Runde Ratze gehen. Und dann kaufe ich mir noch die neue Ausrüstung hier, weil ich habe gedacht, ich hätte es noch so im Hinterkopf gehabt, dass dort ein Raffi erscheint oder ein anderer Händler.
Und dass man dort entsprechend super Dinger einkaufen können, aber ich glaube, das kommt erst später. Und das Teil ist so dermaßen heftig, da brauche ich die härteste Ausrüstung, die derzeit verfügbar ist. Was anderes geht gerade nicht. Deswegen erst einmal speichern. Und die beste Ausrüstung hat derzeit die Goldküste einfach zu bieten. Das ist zwar schweineteuer hier, aber ich denke, mit unserer fast 100.000 haben wir jetzt auf jeden Fall auch genügend Kohle dafür. Sodela. Wie du helfen kannst. Du kannst helfen mit 2 von Denner. 1 und 2. Gut. Dann sind unsere Mädels nämlich auch derzeit am besten geschützt, wenn die das haben. Die andere Sache haben wir ja soweit schon. Genau. Das ist schon das Beste, was es derzeit gibt. So. Dann seid ihr auf jeden Fall auch schon mal mit der besten Ausrüstung ausgestattet. So, gut. Dann verkaufen wir hier noch den Schampel. Und dann ist gut. Also ich muss auch gerade sagen, was die Levels angeht. Es gibt ja immer Leute, die leveln noch wendiger als ich. Da freue ich mich echt, wie die dort durchkommen. So. Dann gehen wir noch zum Berti. Lassen wir unsere Waffe auf dem Motze. Und dann dürften wir auch noch mal richtig ausgerüstet sein hier für alles. Der war hier. Ah ne, beim Händler müssen wir ja auch noch normale Ausrüstung kaufen. Also Berti. Welche Waffe soll erneuert werden? Die Schorfpeitsche wird zum Hammerflegel und die Morpheus-Lanze wird zum Rubinlanze und die Giftschleuder ist jetzt eine Schleimscheibe. Okay. Sehr schön. Dann hätte ich ganz gern, dass du die Schleimscheibe auch nimmst. Erstmal wieder so. Dann so. Und ich mag mit dem Schwert erstmal Stufe 6 erreichen. Ich glaube, man kann hier Stufe 6 erreichen mit dem Ding. Ah ne, das war hier. Okay. Dann brauche ich noch normal die Ausrüstung. Schokolade brauche ich. Das ist auch wieder so ein Scheiß bei dem Spiel, wo ich mich auch schon ewig gefragt habe, warum kann es nicht einfach so sein, dass wir von unserem Zeug 10 Stück kaufen können? 10 Stück wären doch echt in Ordnung. Aber nee, es muss ja so sein. Na gut. Muss man als echt nicht verstehen, warum nur 4. Eventuell liegt es auch einfach am Schwierigkeitsgrad von dem Spiel, weil man muss sagen, Secret of Mana ist schon nicht gerade so ein leichtes Spiel. Jetzt probieren wir das noch einmal. Da ist man wieder auch mit voller Ausrüstung. Aber es ist halt echt mies, wenn eben die Gegner so in die Zange nehmen. Und dann ist man dann dort drin. Und für jeden Stupser kriegt man sofort Höchstschade abgezogen. Während wir teilweise die Super-Angriffe direkt in ihre Nähe machen. Und wir kriegen stattdessen dann gar nichts. Also unsere Angriffe, die ziehen dann einfach mal gar nichts ab. Vorsichtshalber mal. Das könnte sonst so overpowered für uns sein. Vorsichtshalber ziehen wir mal nichts ab. Und das ist halt echt schon ein Wort. So. Dann wieder... Oh, Mensch. Ja, genau. Genau. So fängt schon mal super an, indem wir erstmal verbrüht werden. Das hält dann auch wieder ewig. So. Dich nehme ich zum Spiele mit. Mistvieh. Heinz ist natürlich auch noch vergiftet. Genau, wie könnte es auch anders sein. Und alles andere wäre hier unfair, wenn ich nicht vergiftet wäre. So. Dann, oh Mann, dann wird der dauernde Quallensaugerallee vorbei, in der Hoffnung, dass sie uns keine MPs abzerren. Gut, das hat noch geklappt. Dann der wieder. Und wieder drauf. Und noch einmal. Alter Falter. So. Ja, natürlich. Jetzt brauche ich ja nochmal die Axt.
Zack. Und jetzt renne ich einfach durch. Jetzt ist es mal egal. So. Ich muss nicht hier jeden Gegner minutiös abschlachten. Das reicht noch so völlig. Wenn ich einfach noch durchkomme durch den Scheiß hier. Leute, kommt hinterher. Kommt in die Pusher, ich sag's euch. So. Oh, Mann. Der Ackermann war eben dumm wie Scheiße. Der ist einmal schön heroisch gegen die Dinger gerannt. Weiter, weiter. Die interessieren uns nicht. Die interessieren uns nicht gerade. So, ich weiß, ich habe euch alle auf Forsch eingestellt, aber trotzdem, die interessieren uns alle gerade überhaupt nicht. Weiter, 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 weiter. Interessiert uns alles nicht. So. So, dafür kriege ich zwar immer auf die Schnut, aber egal. So. Nein, nix so Zaubersog. Zauber abgeprallt. Okay. Manometer. So. Jetzt hätte ich gern wieder das Schwert parat. Und jetzt sind wir wieder auf 0 am Anfang. So. Alles uninteressant hier. Weiter geht's. Ja. Jetzt wäre ich gerne in dem Bereich hier aktiv. Und... So. Jetzt geht's auf den Washing. Der harte Storm. Okay, jetzt habe ich mich ja so weit erstmal wieder beruhigt. Jetzt können wir uns unserem Tagesgeschäft hier widmen. Und es zieht auch schon deutlich weniger ab. Bei meinen Mädels hier. Gut. Zu einer antike Stadt müssen wir, hat der Victor gesagt. Wir machen ja Glutgranate auf mich. Zum Glück zieht es nicht so viel ab. Gretel. Sei mal so gut. Du weißt, was ich will. Und Gott. Ja, genau, das hat man vorsichtshalber auch noch getroffen hier. Oh Mann, oh Meter. Also die Bosskämpfe, sage ich. Nicht nur die Bosskämpfe, auch die normale Gegnerkämpfe kotzen mich hier schon tatsächlich echt an. Ich würde sagen, wenn wir die Festung hier fertig haben, mache ich am besten nochmal so ein bisschen außerhalb Frostköter verprügeln, was ich nicht unbedingt aufnehmen muss. Einfach nur um ein paar Levels aufzusteigen. Panikente ist erledigt. Sehr schön. Und dann hier nochmal Panikente. Ja, komm, zaubert natürlich nochmal hinterher. Warum nicht? Und wir machen natürlich keinen Schaden, egal ob ich direkt von der Tragstehenden absteche. Das finde ich schon fair. Okay, gut. So, gehen wir weiter. Ah, eine Satansmaske wieder. Euch kennen wir noch. Aus Nocturns Tempel. Und eine Fledermaus spuckt da aus. Zumindest sind das Gegner, die wir wieder besiegen können. Oh, nee, da fehlt irgendwas. Da muss anscheinend der geöffnet werden. Aber wo und wie? Das ist jetzt die Frage. Da können wir nichts machen. Da können wir auch nichts machen. Nee, da geht's nicht weiter. Ah, Moment. Ich glaube, ich weiß wie, ja. Wir müssen, ja, genau dort durch. So rum war das. Perfekt. Jetzt geht's hier auf. Und wir können hier weitergehen. Ja, lass die Panikende mal Panikende sei. Und dann ach. Der Berti ist sehr schön. Interessant, dass der hier rumspukt, aber jetzt brauche ich dich eh nicht mehr. Gibt's hier noch was anderes? Ah, die Rebellen sind ach hier.
merken echt gut den Farbcode. Er lautet Rot, Blau, Gelb, Grün. Warte mal, dann schreibe ich mal gerade mal kurz auf. Rot, Blau, Gelb, Grün. Noch einmal. Rot, Blau, Gelb, Grün. Okay, gut. Der Farbcode ist jetzt auch notiert. Weil es kann nämlich sein, dass ich hier bald einen Cut mache und dann war das meine Tagessitzung wieder und dann mache ich erstmal anders weiter. Dann kann ich was in mir merken. Hallo, seid ihr okay? Hier, ich fülle euer Lebensenergie auf. Das ist natürlich praktisch. Und von einem kleinen Heilspot. Schade, dass es hier nicht noch einen Händler gibt oder so. Oder einen Speicherpunkt. Wäre natürlich auch sehr praktisch gewesen. Und hier geht's noch weiter. Oh je. Ich will doch einfach nur speichern eigentlich. Da geht's wieder woanders hier. Anscheinend du nirgendwo. Und hier runter. So. Nein! Oh Mann! So einen Scheiß wollte ich vermeiden. Und was ist dann hier noch? Da geht es irgendwo noch weiter. Und da ist ein Schalter. Okay. Alter. Ach, da noch 20 Glutgranate auf mich. Wie wär's dann? Kriechereule. Okay, hier will... Oh, Jesus, ein Leitgewitter, du na Keitel, noch einmal. Jeremias Zuckerhut. Hämmer's mal bald. Och, Mädel, du bist doch ach zu dumm, um aus dem Bus zu winken. So. Jetzt sind wir hier gelandet. Da brauchen wir auch wieder einen Schalter. Erstmal haben wir hier einen Schalter, den wir drücken können. Da kommen wir aber da nicht durch, sondern da. Und da sind ist spontan Chaosritter entstanden. Und hier... geht's auch wieder wahrscheinlich nur zum Knopf, nämlich A. Oder? Ja. Offensichtlich haben wir hier auch was geöffnet. Und... weiter geht's hier. Meine Fresse, das habe ich alles nicht mehr auf dem Schirm, muss ich sagen. Und an der Ente vorbei. Ah. Rot, Blau, Gelb, Grün. Rot, Blau, Gelb, Grün. Sehr schön. Der führt uns weiter. Und dann gucken wir hier A. So. Brauche ich aber die Viecher aus dem Weg. Dann kann ich nämlich do weitergehen. Und dann haben wir hier, glaube ich, soweit alle Knöpfe gedrückt, oder? Damit wir do weitergehen können. Haben wir denn schon? Ich habe da war noch einer, den wir noch nicht geöffnet gehabt haben. Wo war dann das jetzt nochmal? Da? Nee, das führt uns dann wieder raus. Huch, da ist es wieder. Oh, jetzt habe ich den Überblick verloren. Scheiße. Also jetzt habe ich gerade echt den Überblick verloren, aber ich glaube, wir sind richtig, weil in dem Gebiet waren wir bisher noch nicht. Sieht ja aus wie U-Bahn-Station hier. Ja, tatsächlich. Motor. Wer hätte es gedacht? Aber in den Zug einsteigen können wir nicht. Ja, los mit dem Ritter, Ninja, was auch immer zu spielen. Eisklinge macht das sich. Okay, nee. Aber da geht's rein. Sehr schön. Oh, lauter Zombies im Zug. Okay. Der ist ja ewig lang hier, der Scheißzug. Gewitter erleid.
Und weiter. Ich mag nicht gegen die ganze Biester hier kämpfe. Muss echt nicht sein. Ich will nicht nochmal so dermaßen niedergemäht wäre, dass ich dann zum Schluss für der Endboss eventuell nichts mehr parat habe. Als weiter, als weiter. Oh. Hör auf, Panik, Enter. Okay. Weiter, Leute, weiter. Sorry, wenn ich da jetzt so durchhaste. Aber, ja, wie gesagt, ich mag hier nicht nochmal so platt gemacht werden und beim Endgegner habe ich dann überhaupt nichts mehr parat. Das wäre nicht so schön. Okay, da sind ja noch welche, die man kennen. Hey, junger Mann. Genau. Man sagt, du seist der legendäre Mana-Retter. Stimmt es etwa? Naja, auf jeden Fall ist es ein schönes Schwert, was du hast. Gib's mal. Genau, gib's ihm. Jetzt halt aber die Gosch. Noch Roy, haben wir noch einen neuen Roboter. Wir nennen ihn Kilroy. Ja, das ist auch sehr einfallsreich. Ich glaube, der dürfte für Elektra sehr auffällig sein. Viel hält er nicht aus. Helga ist bewusstlos, natürlich. Ui. Energieschild Level 3. Okay, dann müssen wir jetzt mit Zauber arbeiten. Wenn er unsere A-Griffe absorbiert. Hier sieht man auch so schön sein A-Trieb, der in der Halterung drin steckt. Moment, du hast doch das Zauberschild auf dich gewirkt. Noch einmal. Scheiße, okay. Jetzt ist er anscheinend völlig gegen Schade immun. Na toll, also so kriegen wir natürlich auch nicht. Wenn er sich die ganze Zeit so schützt. Das dauert jetzt ja schon seit Zeit, bis der wieder einigermaßen angreifbar ist. Ich probiere es jetzt nochmal. Ja, genau! Genau! Alter! Und so nimmt auch die Geschichte tragisches End. Alter Falter! Ich bin ja richtig froh, dass ich noch gespeichert habe dazwischen. Die Sache, wir sehen uns morgen wieder, ihr lieben Leute, bei Let's Play Secret of Mana auf Pelzig, wo wir uns dann nochmal durchkämpfen werden. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim Kilroy wieder. Ich mache das so weit, dass ich jetzt nochmal leveln werde. Und wenn ich gut aufgelevelt bin, dann prügel ich mich nochmal durch bis zum Kilroy und wir sehen uns dann wieder. Da fängt dann die nächste Episode an. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.